Zum Glück ist Freitag. Der ganz normale Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterreger und seiner Freitagsrunde. Es ist Herbst und natürlich mit dem Herbst Maroni-Zeit. Nur die Maroni, die werden immer viraler. Zuerst hat man die aus Italien importiert. Zuerst natürlich auch noch gerade im Tessin noch gegessen. Und dann hat man sie noch aus Albanien holen. Und jetzt, wo sie wieder fehlen, kommen sie sogar aus Chile. Viele Stimmen sagen, das ist ein ökologischer Unsinn. Ja, absolut, aber meine... Tennisass Roger Federer, Sie verzichten auf eingeflogene Maroni aus Chile. Ja, ist klar, oder? Top, finde ich wirklich sehr umweltbewusst. Ja, wir sagen Quatsch. Ich meine, die Umwelt kümmert mich nicht, aber überleg mal, bis die Maroni mit dem Flieger bei uns sind die total durchgefault und überhaupt nicht mehr heiß, oder? Und wenn ich einen Kids gute Maroni aus Chile will, dann fliegen wir mit dem Privatjet direkt auf Chile ab und rösten die direkt am Triebwerk von meiner Feder an. Nur so kann ich garantieren, dass die daheim auch wirklich frisch sind, oder? Mhm. Nazi-Trainer Wladimir Petkovic, essen Sie auch Maroni? Lieber nicht. Man kann sich fest verbrennen die Finger. Wenn als Ausländer man für Schweizer das Feuer aus Kastanien holt. Was bei dieser Diskussion ja mitschwingt, ist die Frage, wo der Lebensmittelkonsum hier anführt. Roger Köppel, SVP-Nationalrat und Weltwoche-Herausgeber. Was kommt da noch auf uns zu? Die Maroni kommen jetzt vom Jose und nicht mehr vom Toni. Um was geht's? Wir haben recherchiert und wissen, dass in Zukunft noch weitere Lebensmittel aus völlig anderen Ländern als bei uns heute hier kommen. Betroffen davon ist auch die Schweiz. Die Weltwoche hat in einer Undercover-Ermittlung eine topmoderne Fondue-Fabrik auf den Galapagos-Inseln ausgehoben, wo die Stunde rund 75.000 Fertigfondues aus Vogeltung-Basis hergestellt werden. Stellen Sie sich das eigentlich vor? Nein, echt nein. Und das Traurigste, die Fabriken gehören an einen Schweizer Fondue-Hersteller. Den Namen wollte ich jetzt allerdings da nicht verraten, Herr Gerber. Was sagen Sie überhaupt zum Trump-Vorwurf, die US-Wahlen seien manipuliert? Ja gut, das ist ja in der Schweiz ja nicht anders. Was haben Sie das Gefühl, wie dort mal die Wahl von Christoph Blocher zustande gekommen ist? Alles manipuliert von dieser Betrügerin Hillary wie man Schlumpf. Punkt. Es ist ja schon verrückt, wie fest die US-Wahl-Diskussionen über den Zustand der USA auslösen. Tennisexperte Heinz Günthardt, guten Morgen. Sie kennen ja durch Ihre Zeit als Profi und Coach die USA extrem gut. Out of my pocket. Ja, was läuft dort ab? Ja gut, die USA sind amazing, nach wie vor. Als ich das erste Turnier als Jungprofi in den USA bestritten habe, das ist sehr lang her, da ist gerade Abraham Lincoln neuer US-Präsident geworden. Lincoln? Aber das ist doch... Ja gut, lang her, sag ich da. Und seither ist die USA durch viele Veränderungen gegangen. Der Big Mac hat ja nicht mehr, heute viel mehr Zwiebeln als früher. Früher hat es unglaublich viele andere Sachen drin. Klar, verstanden. Aber auf die Wahlen jetzt bezogen, hat der Trump bei der US-Bevölkerung denn noch Chancen? Auf jeden Fall. Ich tippe sogar, dass er gewinnt. Ja gut, Heinz, wenn du von Politik so viel verstehst wie von Tennis, dann gewinnt in dem Fall sicher ganz klar die Hillary. Roger, schau, weisst du, wieso der Trump die Hillary vom Feld putzt? Er hat einen extrem starken Zweihänder. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.